Warte, nein, Meetingraum. Meetingraum, wer lesen kann, liebe Community, ist immer klar im Vorteil. Herzlich willkommen, liebe Büchi Community, hier an diesem wunderschönen Samstagnachmittag. Es ist Samstag, was auch nicht, hier das Datum. Ja, ich bin jetzt hier bei den Avarel Studios. Ihr wisst jetzt sicher, mal einmal habe ich mit der Sarah Machts ein Video gemacht. Videos, Links, wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich mal hier. Sie haben schon angefangen abzuräumen, abbauen, weil das sind die Open Days waren. Ich komme ein bisschen vorbei und schaue ein bisschen, wie es so gelaufen ist nach dieser ganzen Sache. So quasi der Tag danach. Sie haben im Hintergrund da gearbeitet und vorher haben sie da sogar noch eine Wand demontiert. So hat das ausgesehen. Genau, aber jetzt gehen wir mal eins weiter rein. Machen wir eine Roomtour. Wie ihr seht, jetzt hier eine Küche. Und da ist schon dunkel. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt rein dürfen. Aber da im Hintergrund, das sieht stark nach Musikbearbeitung, Tonverarbeitung aus. Und wenn man da weiter reinkommt, seht ihr da so eine Art Sitzungszimmer. Ich denke, es ist sogar ein Sitzungszimmer. Warte, nein, Meetingraum. Meetingraum, wer lesen kann, liebe Community, ist immer klar im Vorteil. Ja, wie ihr sicher mitbekommen habt, gibt es auch ganz viele Leute, die sich aufbauen und abbauen. Und jetzt sind wir weiter Schnitt- und Aufnahmeraum. Ist das da? Schnitt- und Aufnahmeraum. Also die Produktionen werden hier geschnitten und sogar aufgenommen. Wir befinden uns jetzt hier. Ich muss wieder spicken. Ich finde es noch toll, die Räume sind alle angeschrieben. Produktions- und Kino, also der Produktionsraum und der Kinoraum. Wieso Kinoraum? Da. Wunderbar. Hallo Jungs, ciao zusammen. Ja, hier Kinoleinwand und ja, also wirklich voll nice, der ganz schöne Raum. Hier haben wir übrigens den Bücher-Equipment. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was das heisst. Es gibt ein Interview. Liebe Community, schön sind ihr wieder dabei. Schön habt ihr den Vlog anfangen. Schön sind ihr schon bis hierher dabei. Ich habe euch etwas ganz Interessantes das mal in diesem Vlog. Es ist nicht ein Vlog, es ist mehrheitlich ein Vlog, Reportage. Weil jetzt habe ich am Start hier in Würrelingen in den Avarel Studios den Chef persönlich. Ja, wer bist du? Ich bin der David Henzmann. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von der Avarel Studios GmbH in Würrelingen. Wir machen hauptsächlich Filmproduktion zum grössten Teil, aber auch Websites, Grafikarbeiten und Fotoshootings. Ja, ihr habt doch die Open Days gehabt, darum hat es mich auch hierher verschlagen. Gibt es so irgendwie eine Bilanz? Wie hast du die Open Days jetzt so erlebt? Also ich muss sagen, Bilanz kann ich eigentlich schon mal ziehen von den Open Days. Ich bin sehr zufrieden. Für eigentlich einen relativ geringen Werbeaufwand, den wir gemacht haben für die Open Days da bei uns, sind also doch über 150 Leute uns besuchen, Interessante, Kunden, Bekannte, und das ist wirklich toll zu sehen. Und es sind ein Haufen Leute gekommen, die ich eigentlich gar nicht wirklich erwartet habe. Also Teil Leute sind gekommen nach Einladung, aber Teil Leute sind einfach so gekommen, nachdem sie einen Zeitungsbericht gelesen haben, und die sind einfach schauen, und es hat sie Wunder genommen, was da für ein Filmstudio da ist in Würrelingen.
Ich tue euch nachher, liebe Community, noch ein paar Sequenzen zeigen. Aber eben, das Studio, das ist jetzt völlig neu. Wie kann man sich, was passiert in dem Studio? Wie liegt der Zauber in der Luft? Also in diesem Studio, wir sind von Wolle daher auf Wörlingen gekommen, weil wir da die super Räume gefunden haben. In diesem Studio produzieren wir. Einerseits machen wir direkt Filmaufnahmen im anderen Studioteil, das heisst auf dem Greenscreen oder vor Hintergrund. Andererseits machen wir auch Post-Productions machen, auch alle Websites und Grafikarbeiten werden genau da in diesem Raum gemacht. Die ganze Planung, Storyboards zeichnen, das machen wir alles da bei uns und auch Kunden können auch immer wieder gerne hierher und ihre Produktion direkt live abnehmen, da auf der Leinwand hinter uns. Also ich bin auf euch aufmerksam geworden durch Sarah Machts. Wie weiss man jetzt schon, wie es weitergeht? Darf man da schon etwas sagen? Ja, ich weiss schon, wie es weitergeht, nämlich, dass nichts im Raum steht im Moment. Also, sie hat einfach nach 10 Jahren Jubiläum gesagt, jetzt, wo die Sendung noch beliebt ist und alles tiptop noch läuft, mache ich einen Schnitt. Nach 10 Jahren ist da der richtige Moment, etwas aufhören, wenn es noch gut ist. Da hat sie super gemacht. Für uns das ist natürlich schade, weil das ein sehr spannender Auftrag war, der jetzt wegfällt. Aber also wir produzieren weiterhin auch andere Sendungen. Dadurch, dass wir sie jetzt nicht mehr haben wir natürlich Zeit für neue Projekte, das ist klar. Aber wenn sie wieder etwas hat, kann sie gerne wieder auf uns zukommen. Wir sind für sie da bereit. Und wenn jetzt ein Zuschauer jetzt gemerkt hat, oh, da hat es eine Lücke, mit was dürfen wir die füllen? So quasi ein YouTuber. Ist das für euch auch ein Begriff? Würdet ihr quasi ein Intro machen oder irgendwie einen Workshop anbieten? Auf alle Fälle. Bei uns ist halt einfach so, dass so eine Privatperson sich meistens, ja, bös gesagt, das nicht leisten kann, bei uns eine Schulung wie sagt man dem, einfach besuchen oder das bei uns produzieren, weil wir haben 8 Angestellte. Das heisst, dementsprechend müssen wir ein bisschen Stundensätze verlangen, damit wir das Ganze zahlen können. Unsere Hauptkundschaft sind natürlich Firmen. Aber wir haben sogar selber überlegt, vielleicht einmal so eine YouTube-Sendung zu starten. Und ja, ich muss sagen, schlussendlich, wenn jemand irgendeinen Wunsch hat oder eine Schulung besuchen, einfach einmal fragen. Vielleicht finden wir immer eine Lösung, weil da bin ich eigentlich nicht so kompliziert. Und für euch, liebe Community, in der Videobeschreibung, wie immer, ihr kennt es, findet ihr alles zum heutigen Thema. Ja, jeder fängt mal klein an. Eben auch so ein YouTube-Kanal wie der Büchi, wenn ich denke, vor 2 Jahren 4 Abonnenten und jetzt schon 122. Aber wie war es bei euch? Wie hat das Ganze angefangen, der Zauber? Wie sind ihr am Start gewesen? Also angefangen hat es eigentlich relativ früh. Da bin ich 15, 16 gewesen. Und da habe ich auf dem Bötzberg angefangen, so ein bisschen in der Schulzeit noch. Kurz vor der Lehre habe ich angefangen, so Kollegen ein bisschen aufzunehmen mit Bands und Gesang in einem kleinen Studio, das wir selber gebaut haben, unter der Linner Turnhalle. Später dann ist Linn ist die Schule zugegangen. Das war ein Schulhausgebäude mit 2 Schulklassen und unten einen Werkraum. Und dann habe ich die Hälfte von dem Schulhaus gemietet. Dann haben wir unsere Studios vergrößert. Immer noch wirklich hauptsächlich Tonproduktion, Bands aufgenommen. Dort etwa 2 Jahre lang haben wir weitergeschäftet. Dann sind wir langsam Richtung Video gegangen, weil wir haben gemerkt, Nachfrage ist da. Später habe ich mich dann zusammengetan mit meinem Geschäftspartner, der Wing Lung Chung. Der hat selber auch eine Firma gehabt, der hat hauptsächlich Webdesign gemacht und Grafikdesign. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen die ganze Palette anzubieten. Später sind wir zu der Spektrum Video gekommen, Spektrum Video GmbH, Wolle. Das war eine Firma, die es schon seit 1975 gegeben hat. Die Firma haben wir dann aufgekauft. Eigentlich Spektrum Video, den Namen in dem Sinn haben wir eigentlich integriert bei uns, einfach eingenommen und da ist jetzt einfach Avarel Studios. Und dann sind wir von 2013 her bis jetzt in Wolle gewesen, und jetzt Anfangs dieses Jahr sind wir da auf Wörlingen gekommen. Und so im Laufe der Zeit, ganz am Anfang bin ich allein gewesen, habe ich das so hobbymäßig gemacht, irgendwann schon mal nebenberuflich immer noch, aber immer wie professioneller. Dann habe ich angefangen, Leute anzustellen, die Teilzeit bei mir geschafft haben. Und jetzt zur Zeit sind wir 8 Angestellte und also es sind schon 4 Leute in der Produktion rein, die 100% in der Produktion arbeiten. Der Rest ist noch etwas Buchhaltung, etwas Marketing, etwas Projektplanung und ein Steadicam Operator noch. Der Name Avarel, hat das irgendeine spezielle Bedeutung oder was darf man sich Avarel
darunter vorstellen? Hat das irgendeinen Hintergrund, der Name? Also da hat schon einen Hintergrund, ja, eben der Name Avarel Studios, die Idee ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die ist an einen Kunden von uns, wo früher die Sense Studios, mein Studio, und Levaravel Studios, das von meinem Geschäftspartner, dann hat er gesagt, jetzt tun ihr euch zusammen, macht doch irgendeinen gemeinsamen Namen, und dann sind wir schlussendlich auf etwas kurz und bündig gekommen, nämlich das Avarel Studios mit dem A für Audio, V für Video und nochmals A für Animation, also Audio, Video, Animationen. Das sind die Dienstleistungen, die wir als Hauptdienstleistungen hatten, wo wir die Avarel Studios gegründet haben. Unterdessen hat sich halt das eben ein bisschen geändert zu eigentlich wirklich Film, Websites und Grafik, einfach als Partner für Firmen. Cool, dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute und danke, dass ihr dabei sein bei euch an den Open Days. Und ja, hoffentlich sieht man sich mal bald wieder auf der Leinwand. Besten Dank an debüchi.ch für den Besuch bei uns an den Open Days und das coole Interview, das wir machen dürfen. Das ist immer gut. Das finde ich immer gut, wenn man da so ein bisschen, eben, den Leuten etwas zeigt. Und eben für da haben wir die Open Days gemacht. Also besten Dank dir. Merci vielmals. So, das wäre jetzt die Roomtour in den Avarel Studios. Ich mache es mir jetzt dann noch bequem und schaue, vielleicht wird noch ein Film abgespielt, je nachdem. Und wenn es euch interessiert, was die Avarel Studios sind, in der Videobeschreibung findet ihr, ist sicher schon ein paar Mal gesagt worden, alles Mögliche, was ihr braucht, an Informationen. Und wisst ihr was? Schön, dass ihr dabei gewesen und bleibt dran bei debüchi.ch. Ciao zusammen!